wo Jitzrik Bashevi Singer hat gehalten auf dem Movement in Stockholm, eider es ist ihm offiziell zugeteilt geworden, der Nobelpreis für Literatur. Das ist gewesen am Sibbe für einen jüdischen Eulam und bei der Unwesenheit von einer sachhäusländischen Gäste. Der Schreiber oder behalten eine Rede in einer humoristisch-feuilletonistischen Nissach. Wir haben die Rede erst letztens bekommen in Original, wie sie ist aufgenommen geworden, in Stockholm, dem 8. Dezember des vergangenen Jahres. Wir ehren jetzt. Man fragt mich oft, was schreibst du Jiddisch? Und ich will Priven geben auf der Frage an Entfer. Mein Entfer wird sein ein Jiddischlacher. Das heißt, ich will entfern mit einer Frage auf eine Frage. Der Entfer ist, warum soll ich nicht schreiben auf Jiddisch? Will ich besser schreiben auf Chinesisch oder auf Türkisch? Wie sagt man auf Türkisch? Haknisch Gatscheinig. Und wie sagt man das auf Englisch? Und wie sagt man auf Englisch? Dreht dich kein Hittel, folg mich a Gang, a Kuchen von der Mann der Stanne, a Moishe Kapoye, a Kuchen Beleidu, a Jolten a Kapelusch, a Nibbergedreit Schlüssel, a Scheute ben Pickholz, a Moit mit a Ksaf, a Jidene mit a Neuringli. Mit der Zeit zurück ist gekommen zu mir an die Übersetzer, in ganz nach zertimmelter, in ganz nach verschwitzter. Wo ist der mehr freigegeben? Sagt er, wie setzt man das über von Jiddisch auf Englisch, ein weicher Mensch, ein Diamant. In allen Sprachen ist ein Diamant hart, aber in Jiddisch ist ein Diamant weich. Kann man sagen in Englisch, soft like a diamond, oder soll ich schreiben, soft like a Jewish diamond? Jene, was teilen Wörter, versichern mir, als Englisch ist die reichste Sprache in der Welt. Der neueste Webster Dictionary, der Webster Wörterbuch, hat schon 3/4 Millionen Wörter. Aber ich bin geblieben bei der Überzeugung, Jiddisch ist die reichste Sprache in der Welt. Nicht in Technologie, nur in Wörter, was geben über Charakter und Persönlichkeit. Nehmt das ein Wort wie Uremann. Was kann man sagen auf Englisch wegen einem Uremann? Man kann sagen ein poor man, ein pauper, ein beggar, ein penhändler. Damit schreibt man neu das ganze bisschen Uremkeit auf Englisch. Aber auf Jiddisch kann man sagen, ein Uremann, ein Nevjen, ein Kapzen, ein Dolphin, ein Bettler, ein Schlepper, ein Schnurrer, ein Kapzensohn, ein Hungermann, ein Heisergeher, ein Medinejid, ein Norche-Porche, ein Hegdeschliger, ein Puritz mit einem Loch. Aber Labu ist über ein Heiftelkreuz, ein Nitzrach, aber Dörfer, ein Torbenig, ohne Hemd, ein Dalles, ein Blittekeuremann, ein Kapzen, 7 Polles, der Kapzeiner jachat, auf gebrennte Zures, gehackte Zures, Jazures, und noch und noch. Das ist weit gestaltet. Ob wir sucht wegen einem, als ein zweiter Rothschild oder ein zweiter Rockefeller, in der Tee dabei ein Wink mit einer Neuig, weiß man Neuig, als er nicht zu essen.
ihr kommt zugen wegen an nur Mann weiter. Er ist ein Jöre, ein Gefallener, ein Gebrochener, ein Upgefuhrener. Keite eiert, leikte seinen Beitel. Mattert sich mit dem Teut. Pechnet auf dem Pisk. Hat vergessen den Tarn von der Groschen. Geht darin mit einem ausgesteckter Zink. Schlingt das Speier. Hallischt für ein bisschen. In jedem will wissen genau, als hat nicht Kapanus. Heute will sagen, den ganzen Tür konnte sagen einfach ein Peigerdrama oder Tug verhängen. Oder Guapusche, hat nicht kein Groschen bei den Schummen. In einigen Städtlichen, man will bezeichnen an nur Mann, sucht man nackt wie ein Terk. Von was ein Terk ist mehr nackt von anderen, weiß ich nicht. Aber es ist dasselbe, wie es soll sagen, es geht im schlimmsten Masel. Mit der Pitterer Ruck, wie ein Rusch auf jener Welt, wie ein Zadig auf der Welt. Snuckt ihm hinter ein Löffelle. Darf unke mit der Kitze. Es ist Enkers bis Haldeichel. Denn die Schumme hängt ihm auf der Spitze nur. Geht aus wie ein Licht. Der Sachatl ist, als verdient Wasser auf Kasche, und es ist bei ihm ein ganz junger Peiser. Hat nicht kein Stück mit Brot. In der literarischen Kibitzarnie auf East Broadway, neben Vorwärts, ist gewesen ein Poet. Und wenn hat gewollt sagen wegen einander Poet, also es ist nur ein Mann, pflegt er sagen, vermögen sollen wir es beide, wie viel es fehlt ihm zu $5. Mit darf sein, sage ich mich schicke, auszuarbeiten als eine reiche Sprache wie Jiddisch auf Englisch. In das Meretsche wegen Mischige, lassen wir gesehen, wer ist das reichere Mischigas? Englisch oder Jiddisch? In Englisch, als wir will sagen, als mit das Mischige, sagt man, he is crazy or insane. Ach jetzt sind da eine ganze Reihe technische Wörter, wie Paranoik, Schizophrenik, Wörter, was haben nicht keinen jüdischen Tag. Heute man will schon sagen auf Englisch ein Wort, was hat ja einen jüdischen Tag, sagt man, he's Meshuggah. Jetzt wollen wir sehen, was bekommt hier mit einem Meshuggah auf Jiddisch. Ein Meshuggah auf Jiddisch ist Meshuggah, mit Toref, Chusadaya, Oiverbutel, zerdreit, zerriedert, nicht beim Sinnen, mit Wilvel, verrickt, zermischt, nicht beim Zeichel, nicht bei den kluren Gedanken, wahnsinnig, schwachsinnig, als zertümmelte Brie, ein Mensch, was kriecht auf die gleiche Wand, aber schon mit einem Bschick im Kopf, es fehlt ihm ein Klepken Mäuer, eine wilde Brie, ohne Kopf, a zedilter, a zerschräufter, a mewiel, aber schön was blonget darin auf neule Matoye, auf neule Madimien, in Hinerplätt, geriert auf dem Kasten, geriert auf Neubestiebel, nicht auf der Welt, aber nimmener, a zerhotzgeter, a zerfleugener, a verleurener, nicht beim reinen Verstand, am Meshuggah Hint, a zertrügener Malach, a verdreiter Scheps, einer, was weiß nicht, auf welcher Welt ist, ein Mensch, was weiß nicht, hat die Mama mit ihm gehabt. Nicht kein Hieger,
geistig krank, aber riefener. Das sind als Wörter vom polnischen Jiddisch. Die Litwakes haben noch als ein Zettel österliche Wörter wie zedrunschget, kapuzhet, skomfuzhet, zedringet, zerstrudelt, zertreitelt, verkaloizet, verkalotschet, verpullet, vermerotschet. Von den bläuse Wörter kommen auch von der Relsen, verlieren die Gedanken und werden zu flochten wie ein Lotsch. Zusammen ist als Jiddisch ist ein bisschen Urem in technische Wörter. Wenn es kommt zu Automobilen, Aeroplanen, Maschinen von allerlei Sorten, ist Jiddisch auf Zures. Aber wie steht es geschrieben, als ein Jiddischist darf treiben Makar? Wer lässt ihm nicht fuhren mit der Subway? Jiddisch ist eine tolerante Sprache. Der Prinzip in Jiddisch ist ein kommunistischer. Das ist es mein, ist mein. Das ist es dein, ist euch mein. Also im nächsten Fall benutzt man sich mit Englisch, mit Polisch, mit Russisch, was das lässt sich. Ich kann verbrennen Jiddischist, was hat ein K. In jedem mutigen Donnerstag wird der K bei ihm zerbrochen. Hat ein Garage, wie es arbeitet ein zweiter Jiddischist. Und wenn die K wird zerbrochen, schleppt sie weg zum jiddischistischen Mechanik und sie reden zwischen sich technische Wörter. Nicht auf Jiddisch, nur auf Jiddischistisch. Sucht zur Mechanik. Moishe Schmerl, der Automobilminer, ist nicht für dir gedacht, nicht mit allem. Was fehlt ihm? Oh, der Motor hieß Linter. Der Kieler schwitzt. Der Ausgleicher ist Krim. Die Lampen leuchten nicht. Das Rädel dreht sich nicht. Der Kirver kirvet nicht. Der Zinder zinnt sich in Schuhen. Der Handheiber verhackt sich. Der Fußheiber liegt eingeleicht. Die Liftröhren sind verstopft. Der Treter lässt auf sich nicht treten. Die Schmierenstallatie schmiert nicht. Und als man schmiert sich, fuhrt man nicht. Der Eilfilter rinnt. Der Gasmeister ist zerchischt. Der Giechmeister ist hinterstellig. Der Scheubwischer wischt nicht. Die Gummischier sind gelächert. Ich will fuhren Kabäuberig, fuhr weg an Jehuppitz. Chaim Burach, entfer der Mechanik, wusst heute als Asche über die Keile. Das alles zu verrichten, wird auch aufkosten an Neuzer, in der Automobil wird wert sein als Setz in Dreher. Was ist da ein Eize? Mein Eize ist, kauft eine neue Katharinke, und wer Puter von der alten Machereike. Unser Jiddischist wird schon lange gekauft eine neue Katharinke, aber hat mehr, als wird vergessen, sein Jiddischistisch Lust. Ja, mit technischen Wörtern ist ein bisschen schwerlich in Jiddisch. Aber mit Hitziger Neize, Technik ist wirklich eine goyische Institution. Jiddisch darf um Technik wie ein alter Jiddisch geducht. Dus haben wir gehört der originelle Mikrofonaufnahme von der Bankettrede wegen Jiddisch, was Yitzhak Bashevis Singer hat gehalten in Stockholm beim Bekommen dem Nobelpreis. Dus ist in der Schalachmunis für unsere Zuhörer Lekuvit Purim, was wir haben die Woche gepravet.